Ja, zum Ablauf und zu den Spielregeln. Wir haben es ja gerade schon mal halbwegs besprochen, aber als erstes bekommen die Kandidaten die Gelegenheit, sich persönlich vorzustellen. Als zweites haben sie die Möglichkeit, ihre Ziele zu formulieren, also was wird anders, was wird besser, oder auch was wird schlechter. Danach kommen dann 5 Fragen bzw. Themenbereiche. Die lagen ja auch schon im Zuschauerbereich aus. Die Kandidaten sollten die auch vorher bekommen haben. So, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal recht herzlich beim Langenhagener Echo bedanken. Da kamen auch einige Themenbereiche her über die Abfrage. Um möglichst viele Fragen zu beantworten, ist die Redezeit begrenzt. Das ist ganz wichtig. Wir versuchen damit durchzukommen. Wir wollen nicht mehr als 2 Stunden machen. Ich habe hier so ein paar Sanduhren, die haben aber eher nur so einen obligatorischen Charakter. Da hinten, da sitzt der Herr Wittek, immer 5 Minuten vor Ende der Redezeit, der 50 Sekunden vor Ende der Redezeit kommt die Kelle hoch. Dann wäre es schön, den Satz zu beenden und dann auch entsprechend abzuschließen, die Antwort. Wenn sollte ein anderer Mitbewerber direkt angesprochen werden von einem seiner Mitbewerber, hat er einmalig 1 Minute Zeit, auch etwas zu erwidern. Aus Gründen der Fairness halte ich das für wichtig, damit man auch mal was sagen kann, ohne dass es im Raum stehen bleibt. Ich würde es generell vermeiden, glaube ich, einfach jemanden direkt anzusprechen. Aber wie gesagt, es darf auch, oder es wird aber auch keine Diskussion entstehen, nur der Angesprochene hat 1 Minute Zeit zu erwidern, danach geht es weiter im Skript. So, nachdem wir diese 5 Themenbereiche hier abgearbeitet haben, haben Sie, liebe Gäste, die Gelegenheit, Ihre Fragen den Kandidaten direkt zu stellen, weil wir da auch Themenbereiche sammeln. Also jemand sagt, der hat eine Frage, keine Ahnung, zur Müllabfuhr. Dann fragen wir, wer noch Fragen dazu hat, danach sammle ich die und dann machen wir das hier vorne weiter. Auch da gilt wieder die 1-Minuten-Regel der Antwort, kurz, knapp, prägnant. So, am Eingang wurden Sie, liebe Gäste, gefragt, ob Sie schon wissen, wen Sie wählen. 40% der Anwesenden haben gesagt, nein, ich weiß noch nicht, wen ich wähle. Nachher, wenn die Veranstaltung zu Ende ist, werden Sie nochmal gefragt, ob sich das nun geändert hat. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Also 40% sind noch unentschlossen, das ist eine riesige Chance für mich, glaube ich. So, ja, dann fangen wir jetzt mal mit der Kandidatenvorstellung an. Wir arbeiten uns jetzt, Herr Dammann hat da heute das große losgezogen. Herr Dammann, Sie können heute 3-mal anfangen bei der Vorstellung, bei den Zielen und danach die erste Frage und dann geht es weiter über Herrn Mommsen, Moosfeld, Breyer und Fischer.